ich habe ganz seelen kein gut Verhältnis zu meinen Schauspieler. Es sind auch in den ja direkt ob sie zugehen also da komme ich in den holen oder ich will auch Leute Schauspieler auch an Deutschland gerne begehen für Drohnen an einem Bistro aber nicht an einem Produktionsraum weißt du für einfach ein bisschen zu quatschen ich meine dass die Mädchen einfach das brauchen so das Vertrauen was du hingehst. Willkommen beim 3FM Elevator Pitch. Ich bin den Emil Schlesser. Und ich bin der Fabian Koller. Und wir starten als neue Saison mit einem Filmemacher, den zu Lützeburg am Funk schon lange keine Introduktion mehr bricht. Den Andy ist ein absoluter Pionier vom Lützeburger Kino, den zu den pur passionierten Cineasten gehört, die 7. Kunst überhaupt mal an ein kleines Land gebracht haben. Anfangs den 80er Jahren wird die Filmindustrie zu Lützeburg nicht mehr so pur Gecke wie ihm bestanden hat, hat hier seine erste Langmetrage gedreht, mit nicht mehr wenig Mitteln, mehr umso mehr Leidenschaft, und hat so Lützeburger Kultfilme wie den Troublemaker an die Leben gebracht. Das ist ein Genuss, dem Andy seine Anekdoten aus der Zeit noch zu lauschen, wie hier mit seinem Freund und Akteur Fetisch, dem Thierry van Werweke, das Weltzeit erlebt hat, aber wie aus den pur Gecken löserlos Vollprofi geworden ist. Es gibt halt viel zu beschwätzen, aber wirklich ganz viel. So viel, dass wir das Gespräch mit Andy Humisten an 2 Deler splicken. Viel Spaß mit dem ersten Teil und mit der Legend himself, dem Andy Bausch. Salut Andy. Salut. Wir haben den Andy Bausch besucht, das Jahr. War dein Eier. Wir sind froh, dass du hier bist. Wir müssen merci, dass du da Zeit hältst. Ja, gerne, ja. Es gibt sicher ganz viel zu erzählen. Von all den Gästen, die wir bislang hatten, das waren alles jung Spunden, mit wenig Abweises am Vergleich zu dir. Den Karriere dauert schon mehr wie 40 Jahre. Ich weiß nie, wo ich soll anfangen mit zählen. Ich so nimmer, komme ja so in den Anfang, sind die echt kurz wie am Thierry. Das war dann 82, 82, da fängt schon zu zählen. Was für drüber war, das war Spielerei mit Kamera im Amateursbereich. Und das zählst du dann nicht? Ja, du kannst darüber erzählen, aber ich zähle nicht zu meiner Karriere. Okay, ich habe auch noch aufgeschrieben, wie viele das am Ganzen. Und du siehst bestimmt Sachen dabei, die ich nicht mitgezählt und ich vergesse. Aber du hast 15 Kurzfilme gemacht, kann sein, ja. 13 Langmetragen, 5 Fernsehfilme, 18 Dokumentären und 13 Episoden von Teleserien. Okay. Ja, das stimmt plus mal. Also ich habe die auch nicht am Kabel so einfach. Ich muss eine Liste machen. Ich weiß, dass das plus mal stimmt. Ja. Du hast bestimmt Sachen vergessen. Also das ist dann Troublemaker-Trilogie dabei, die Mensch kennt zu Lützeburg, Club des Chômeurs, Revanche, den Sequel vom Club des Chômeurs, Deep Frozen, Rusty Boys, Little Duke und dann so geile Titel wie 3 Shake a Leg Steps to Heaven. Ich habe DVD-Line noch. Ja, das lang hier, das war 93, ja. Und dann mein persönlicher Lieblingsfilm von dir, das ist den A Wap Babalubab, A Wap Bam Bum. Ja, das ist auch fand ich richtig geil. Ja, das ist auch dummer da am Anfang, wo es für mich richtig losgegangen ist. Troublemaker war, kann so aus der Lieblingsfilm von der Lützeburger gehabt, das hat einen riesen Succès, hat einen Eklat, hat eine Wirkung gehabt, haut noch ob Jonker. Aber für mich an der Karriere als A Wap Babalubab war den Auslöser. Wo die Medien darauf reagiert hat, wo Jugeburt gekriegt haben, und Wapper auch so erzählen sie mir immer noch den ähnlichen Lützeburger Film von einem Lützeburger Realisateur, den nächsten Preis auf einem R-Festival gekriegt hat. Zu San Sebastian. Zu San Sebastian, ja, genau. Das ist stark. Ja, das war, sagen wir, du mal drauf, so ein bisschen erzählen. Mann, wir hatten eine ganz konkrete Idee für uns zu fangen. Okay. So, der Fabian hat eine ganz konkrete Idee für uns zu fangen. Also, das ist so klar, wer den Andy Bausch Film ist, wie gesagt. Wenn du einer Person beschreiben, wer den Andy Bausch Film ist, wie gibst du das wieder fassen? Ja, ich gebe so natürlich oder schaffen, dass ich mittlerweile ein Genre und ein Stil und was den Andy Bausch Film ausmacht, als du hast immer ein bisschen etwas zu lachen, als immer ein bisschen sozialkritisch, als sozial, aber auch nicht immer ganz korrekt. Werde ich bewusst machen an noch fees dass Leute darauf reagieren. Ich gucke die Leute auf den Mund und schlussen sie so schwätzen wie sie schwätzen und sie lachen dann drüber auch wann gesund der Test noch nicht so und so das funktioniert der Film also Lützeburg geschwärzt oder man denkt Spruch mich mal so spielt zu Lützeburg. Ja, das sind so die Englisch, die Hauptsachen. Mittlerweile, du musst wegen Evolution, so nicht Familie spielt an den letzten Filmen eine ganz große Rolle. Natürlich, da sind immer ein bisschen Außenseiter, Leute, die sozial schwach sind, die am Rand von der Gesellschaft stehen. So. Wenn mir auch aufgefallen, also in all den Filmen gibt es so eine Sehnsucht nach Friemen, nach weiter weg
besonders Amerika so Fernweh wat all Personagen hunn Jacques Godebout den sich Johnny Chicago nennt du hast ja schon vergun offensichtlich also da bist was du auch spielst so gewisse Fernweh gespurt tun also hun Filmer der Amerika zu die gehabt an dat war fir de Schluss vom Troublemaker immer an New Mexico gefu an hun do puich gedreht waren war 3 Wochen do an da das Fernsehen da das fandste wie so Cowboy-Fan war oder ein verstoppene Cowboy was da sest du was du am Indianerland an da it ge an sie mengen 12-13 Mal zurückgegangen an New Mexico auch für zu drehen schon Dokumentär do gedreht den vielleicht nicht kennst Rocking Warriors über die Indianer Rockmusik bei den Indianer schon so Pippen do gedreht so aber de Plan en Longmetrage do zu drehen das nie abgegangen Mer ein konkrete Projekt ich weiß nach dass ich Monstrange zu New York war hat mal kubanische Produzenten angeflohen das invitiert Notteil bezieht dann alles an noch vertragen so hue kein Suen opgedriwe krit fir een jonken unbekannte Realisateur Western an Amerika zu drehen an Western war von Geschicht von engem proprietär von engem Pornoskino zu erbrecken den Stück Land an Amerika geirft huet keine Ahnung wie war dann hast du hinner geflohen an dat war so Stück dat Borf zum Indianerreservat das anstunge riesigen Drive-in Leinwandstung do Drive-in Kino den nemmi funktioniert huet den Center 20 Joer Flachloch do an den du an verleft an die Idee do zu bleiben an der verleft doch an eng Fra du bekämpft an Eurobemol oder wird helft sich zu viere fir den Indianerkurs warscheine Projekt schon ewe schlagen dr geschafft wanns mech gibst nur engem Lieblingsgenre vu Filmer froh ich auch für dich zum Mal ja Cowboysfilmer Western ja klar ja. Was du mal opgewest steht geprägt und erkannt ja guck mal kann immer der Tele groß Menge nun am Genre 2 Jahre nur dem ich op der Welt war eng Telekaft dat war dann einer sich schon lang Telekaft sind der Tele groß gegangen mat den ganzen amerikanische Serie egal Deutsch oder op Französisch wo selbst gestreit gesinn hast ja und du war ganz viel Cowboysgeschichten dabei egal, ja. Ich muss ja kurz freuen weil ich gesehen hun du hast immer ein Kap und von ja. Dallas Cowboys ich weiß nicht wie viel Leute da opfällt weil immer Dallas Cowboys ja, ich weiß, das mega wichtig, weil Fabian gesagt könnte mat der Kap mat dem Ster mengste an der Selo mat der Kap am Ster wat die Ster ass Dallas Cowboys und schneng all Foto von fu der beim Setbus an den Info mit nonscher ging so am Thierry an du hast eng einer Kap und du steht Dallas Cowboys drauf was du mega Fan kann sehen Nee es war dann wahrscheinlich pur Summer lang Dallas Cowboys Fans war man dann do waren an der Motorzimmer Football geguckt hun du war man schon für Dallas Cowboys ge aber schon bestimmt schon so net gezielt aber bestimmt eng 30 Kapen du leiien aber Tendenz immer dieselbe du zu doen so war eng Zeit lang du hatte eng isländisch Kabun ich wissen wie war dann schon nur wenige du sich so dreckig auf wenn du fettig zu sind an so bestellt neu auf eng Dallas Cowboys kam ja aber so eng Day verursache gëtt net so ja, bei se Cowboys gefällt man dann natürlich auch geil aber an der Schwaf wie immer ein Kap zu sie noch ganz noch hohen der kam kom machen den Kap mat an die Bausuhr auch nach vermoten ja noch gut für nationale Feiertag man die Bauskap nee es sind so schon tendenziell auch an de Kleder einer mehr Stil schon net Bedürfnis mehr Stil zu einer wissen du was aber schon bewusst dass der Klo hat Markenzeschen hörst man der Kap do und Bart und dann Cowboystiefeln darauf dann vielleicht ein Leder das Jacke von den sich als an die Bausch misst verkleden du wese ganz genau weil gegen für Halloween oder also okay das steuert man aber nicht groß steuert es dann dass du am Steven Spielberg vergleich gibst du wennst dem Look früher ja das war ganz komisch ich schon immer gedacht gleich nach dem Spielberg ne dann war vielleicht der Look der Brill der Bär und Kap so ja, das geht schon durch du warst nie länger ich meine war Hamburg du gingst durch einen Stoß wo Schnee war und so kommt zwei Bowe am Velo an die rufe Steven Spielberg und so. Ja mir bon ne dat tun ich aber schon lange mehr heren ja weil zuletzt beschwunden obwohl am weiße Bart so
du gleich mal so immer egal. Merkst du, wird dem Spielberg schon geschieht, dass man die Baustelle vielleicht von Lützebusch kommen dann die Bausch say what ja, komm ich ganz viel run, weil das interessiert mich ganz stark wie de kleinen Andy Bausch wie den sich an den Film verlebt hört und dann die gut für Filme zu machen an konkret Wunsch geschafft wird für nicht dazu als Spielerei bei mir ein Karriere zu machen an einem Land wo das überhaupt nicht gouf keine Industrie kein Leid an dem Metier kein Schauspieler die du wirklich kannst als professioneller bezeichnen und dann Kisu hat noch viel für so etwas. Was war das für eine Zeit wie hast das frag mal ganz viel und wie hast du die nächste Funke wo kommt also Musiker schuld du wirst 12-13 Jahre war du musst vierstellen da goufet kein Videokasse das gouf kein DVD gouf nicht geil wann du gouf Käse für Power wo du kannst trop irgendwie halle geil du hast Placken wie nichts Placken hast du gekauft oder geklaut hast du den Musiker den Lieblingsband die hast du an Zeitungen gesehen aber ball nie auf der Tele die gut Bands die waren nicht auf der Tele weil sie nicht kommerziell genug waren und du nicht dann gelesen Led Zeppelin gekommen auf der Tele an mein Pap also ein Amateursfilmer gewirrscht immer op der Welt sind und immer Filme gedreht Vakanzefilmer Blumen und Dieren so du hunnech eng Kamera von ihm geholt an Schu vom Fernseherruf Led Zeppelin gefilmt 2-3 Minuten lang bis Kasse voll war geil an dat war immens Led Zeppelin aber eng saumäßig Qualität mat dem Bar den dann durchspielt lebt so von der Tele mit dat war die echt Karriere wo ich beknäpsche gedreckt hun mat 16 Joer menggen ich war Scorpions-Fan an Scorpions die hatten an den Joren Lützeburger Manager dat ich die hun forcément viel so zu Erl zu Träer an so gespielt dann schon die kennengeleiert dann ich war dann später hier noch Martin op Tour wisst du so zu Martin am Mercedes an Scorpions viel gefilmt gell? Also op der Bühne an han op der Bühne an so oder Festivaler sind op Festivaler gegangen wo sie gespielt hun Joanna Band gefilmt Wishbone Ted Nugent Bob Marley so leid gell schon dat dann vertont mat live placken dat war dann aber just weißt du, so 5 Sekunden synchron da war nimi synchron wie vom Schnitt aber hier krit dass de Bimmer bësse synchron war an anderem nimme hat aber még Banden so op superat an der tunne stand so an der Schul gewiesen ja. war fir dich selber auch du fir michch selber selber Schwe no vu 76 an du so gefangen so mat Schulkollegien aus der Klasse so Klangsketcher so Dometen ze filme schmenge mir wollte Monty Python sinn mir waren richtig so klimbim also mir waren net so clever an so zynisch wie Monty Python noch kein so gut Schauspieler an da das dann aber trotzdem abgefallen dann hast du BML gefangen so Filmkonkuren Mat zu machen so Amateursfilm von Kunden du sommer gewonnen weil das war gut nicht gell? Ja BML dann da gest du mir so mat 17 Joer 18 Joer da sind den Sujet Iraner du sind Film BML gehecht tote Hoffnung Abgrenzungen weißt du so vicious circle so geht weißt du denn der Jonke Bausch die geht sicher war das der Sinn von allem man so da war dann Film der vicious circle den hue dann irgendwie den Nationalkonkurs von den Amateur gewonnen also an Deutschland geschickt du den Europa Spezialpreis krite so das haben wir aber alles ziemlich egal nach gell schon sogar ein Parenthese da das mein Hauptdarsteller war den Gianni Tilges Gianni war dem Schüler zu am Lycée und hat ein Kap bis so lang hoher ich gebe so bis zum Marschball hat mir gefallen und hier war mein Hauptdarsteller und nur dann auch ich konnte Schauspieler an Theater gespielt und wirst du dann abgegraben und so du hast du Daylight dem Moment ich war du an dem Escher Circuit vom schmengen Marol Seetzing Schüler die Theater gespielt hun an enger Theatergruppe von der Schule waren an so net waren dann bimmer den Schauspielerin an du hatte ich bimmer die komme machen Longmetrage Langspielfilm op superrecht okay? Demos goufet jo keng aner Leiit die Filme gemacht hun gouf davor dat waren Profe vun Dickrech déi als BTO an der grosse Vakanz mat ihre Schüler e Film gedreht hun
Und die net relativ gut gemerk vom technischen hier die hatten ja auf der Bemol 3-4 Profen die suen hun an die der Material hun die schneite schon an die op 16 mm der Film gemacht mir so go kein am Land der Tisch hat doch kein Ursprechpartner bis zum Niveau so komm mal am Bistro dann bist du des samsten hast du kein Lust für so Mikroonzahlen Ton zu machen da war hin den Tonmann von dem Dach den wahrscheinlich für den Dach für run net wusst dass den Tonmann gif gi beim Film war also alles total naiv an so ich wollte so der effektive Longmetrage gedreht weil so den Jani zu ja wieso man dat bezuelen kom stellen da mein große Bruder für war der Pol und der Pol die war Herr Lehrer den nur zu verdingt den hat an de gesot ja so das gibt Problem machen der an der Pol get den Longmetrage op so brat man Pol an den Hauptrolle als Schauspieler. Dat gëtt nach dat gëtt when the music's over hechten wie bon dat war Demo war dat so alternativ et war alles so en enger mehr befreien Welt so Farming Leiit aber ich war du nie so engagéiert ge ich wollt Filme machen dat war mein Interesse aber nie Klick war dann schlussendschen Thierry wie sind Thierry der kann gelehrt wann wer wecke schon ich kann da war ganz flüchtig kannt ich war 2 Jahre Poseur an Thierry war Poseur aber just kann vun Sal also 1981 sind ich von du heben ganz weit fortgegangen ungefähr 5 Minuten weiter weg zu Fuß an der Bayer Boutique das war so den Inbistro zu Diedling an Chateau Appartement und zweite Stock kein Telefon kein Heizung aber war relativ großen Appartement ich war mal hat ein Thierry ein Zimmer an Thierry da sie war han dem Kont war gestan an wann iwwer engem Bistro wohnst dann müssen den Skizzen den Zeechhnungen den Ideen am Bistro sitzt 2 Stunden duwen an denger Sto Hof an bemmer kommentiere beimech an so du muss du die Filmer do was denke je braues fir so Kabel zu schläfen oder ein Nudel zu halen so dech mal gucken da schon 2 no eng Rolle am engem nächste Film huet gecht Stefan, dat war Film iwwer en Homosexuellen, also den sech an se Matschüler verleft wat den Thierry weiter an den Lupowitz Privatdetektiv si schwarz-weiß waren sie zwee so kurz wie den Thierry dann gespielt merkt all die möchte gern Schauspieler diese Strugin an die irgendwelche Kure machen oder so können Thierry an das nicht um Set an schon de Mund opstunde so alles stimmt spielt net den Nasitz so. An die Filme hun der relativ viel Aufmerksamkeit krit an den Zeitungen an der Presse am Fernsehen so wohl auch weil dat ganz ungewöhnlich war dass du Bemol Juncker dann so Spielfilme machen die doch kannst ein muss gucken ich will auch dass du ein gewisse Jalousie du war ab der Premiere weil du waren all die Schauspieler die dat dann an der Schule geleiert hatten die hun den Tippschen net ger gehabt wird kant sie immer besoffen war sowieso wo Leute gesagt nur immens Philadelphia? Sie sagte mir Salt Lake City. Dann lügt sie. Du hast lastgegangen du nicht dann nur gefangen ich mein, 16 mm Kamera kauft konnten Demos beim Ed Kohl das war den Filmskolär das war zu Walfer an die hatten Schneide 16 mm Schneide stehen wo ich so schmengen das nie gebraucht gehen Steenbeck oder Steenbeck an versucht da verstehst ja wat die Steenbeck enke van der Film reist hier du eng Klefstell zu machen gell ja. Und du durftest montieren so, cool. Kann ich dann Film da 16 mm gedreht gehen da hatte ich dann so haut sie gefragt du greifst um den Kap Charles Bukowski Geschichte verfilmt ohne irgendwer Schrift dazu ob schwarz-weiß auch an dann Film den wird Cocaine Cowboy gehecht Material in der Hauptrolle also so comic-mäßig Kokain Comic war an du huet den proprietär vum Cine City dat ich Mäten op der Plus da am Kino demos wisst du dat nach neger schmengen den Eichstu find an Kino gucken war dat war Schneewittchen pap an der Cine City war nie dem Zirkel an der themisch gefrot wanns du locht hast du kannst die Film enke do weise ge du sind do die Kurzfilmer 2 Wochen lang gelaf ge
aber kein Kopien originaler gell originaler das heißt, also ich wusste schon dass gibt Kopien das kein Kopie machen doch der Min nicht ist so ja, da laufen die du sie sind dann nur gelaufen gut verschreibst echt ja eng onheimisch Pressereaktion von positiv bis ganz aggressiv negativ auch gut aus gut aus ja, da waren dann zwei Kloscher an die eng gleich klauen an den einen verleben an den anderen zu strammelen an Cooking Cowboy den Kathedral will sprengen westen Thierry den Kathedral sprengte so das war schon heftig aber auch schon ein bisschen naiv von mir weil weißt du so ich weiß auch nicht was man den Film gibt geschehe ja. Der Bukowski komischerweise war der wirklich schlechte Film aus war zu Rimini Filmfestival ich war auch da schon ganz wenig Erinnerung und Rimini ich weiß dass ich da war und dass der Film da war wie die Sachen zu stark kommen weiß ich auch nicht wen du den hast den nicht du hingeschickt gehen nie raus von schwer auch dass dem Moment et gouf okay Filmfang et gouf kein CNA gouf go nicht die einzig Ursprechpartner die hat war Fred Jung an der Cinemathek die immer so gut für Menge so berat Kurzfilme so drei Gifts an Cinemathek ich ging da bisschen so und da kannst du weiterführen an den Minister Krebs also der Robert Krebs den Kulturminister an dem anderen Scheit die waren immer ganz pro so das gut was du musst dann muss Museen das machen und so an du auch sind schon so sicher gegangen gell sogar schon 50.000 Franken für Kilometrage das ist ja nicht aber wenigstens war das gell aber vielleicht tun die den Kontakt hier gestaltet ich weiß das nicht mehr viele wollen schon eng Trilogie gemacht für Kurzfilmer von Devil genomener Vampiren ich war demos total cinephil also schon Stommfilm geliebt dafür was von denen hecht One Real Picture Show also Stommfilm auch eng verschafften Edgar Allan Poe Geschichte wat ugeboten huet fir so Stommfilm dann zwee ganz bëlleger séier gedrehten Filmer Demozester noch de Roger Corman se Corman Fan wie Corman Fan och wälst wost de mecht Filme mat neicht wis du musst Filme mat neicht machen dat willst du noch dat war dann so eng 4 dat packemer an 3D-Zwick schnell Kurzfilmer zu drehen der dient war der Devil Montieri den ganz viel plakisch als Devil geschminkt oder immer lebt ich mein, im DVD mal drauf ich mein, DVD vom okay ja die sind noch vom Schlucht her so Leute wie gelesene Schengen an wie hast Leute rundherum dich die wollten der Hölle von die Worte matt machen an du hast den nächste Kilometrage da gemacht gehen den Queen Schiller Legend of Dark Ages Mittelalterfilm weil dat so einfach aus die Mitteln zu drehen ja mir leichter Motive waren Pöscher Natur an als pur Schlösser die man hun als pur Burgen die man hun weißt du? Ja das am Bösch wirst du so ein Hexen heißen wo Maripol von Rösen als Hex du ja du hast Dieren das Pferd und alles du kannst das schon drehen von den Hauptrequisite war dann so ein wohnen die von zwei Pferd gezuget gell das war schon machbar mit war anstrengend und war langen Dreh die Film hast dann noch montiert gehen zu Bresel dann also rauskommen war aber ein bisschen eine Enttäuschung war ein bisschen so vom Szenario hier die Puppe in der Puppe es war so zu viel über durch dann hat geschrieben der Reveniki hat ein bisschen so ein Dialoger geschaut haben eine große Fehler gemacht bin auf Deutsch gedreht Schauspiel und alle guten Deutsch Schauspiel und alle auf Deutsch gesprochen wie hat man das gemacht so wie ich nicht mit das der Fehler gewirrscht den Film was viel gelaufen mehr schmengen also war so mittelmäßigen Succès am Menge Erfahrung vom Dreh hier war ein bisschen so das sind ich war der Meinung Realisateur der das die seht wo es geht und das nützt ein Gruppe von Leute die ich gerne und die gemeinsam beschließt fest müssen so dass ich hatte so das ich übertreibe nur ich hatte so das Gefühl das war so die Schlurchthaus Theater GmbHs Klick und war mehr zu viel mehr man dazu zoomen ein Komitee ja ball also an ich will besanisch machen an du hun mich von den Leute getrennt
Carrément, von der Escher 10 an war du an der Star, dann schreibst du einen Troublemaker. einen Troublemaker geschrieben, aber das war nicht, das sieht sich so einfach. Ein anderer Frings, den Chuck Moreno spielt am Troublemaker. Die war mal mehr am Lycée, 2 Jahre lang, am Michel Rodange. Und ich von denen die Zeit begeint, den hat dann an engem von denen Kurzfilm auch die Kamera gemacht, den hat so ein Privat-Kameraschule zu Paris gemacht. Er hat dann, nur das okay gemacht. Ich hat hin als Kameramann 4 gesehen für den Troublemaker. Und ob der Premier von dem Guinchilla war der Klaus-Peter Weber, das Kameramann von Saarbrücken, den 15 Jahre mehr als wir. Und die war da und den hat den Film gesehen und die so ich fand das ganz spannend, ganz interessant, was du musst, wenn du einen brauchst. Und du hast einen begehen, dann hast du gemerkt, dass den am Fassbinder geschafft, den als Chefkameramann im Saarländischen Rundfunk und du hast am Ende müssen so ein Hai als Trostpreis, du kriegst Troll mit dem Thierry, er ist schon ein anderer Kameramann. Und das war aber Rettung, weil der Klaus-Peter Weber, den hat den Troublemaker gerettet am Sinn von, das war eine Chaos-Produktion. Wir hatten einen Produzent, den als man engem Aktekoffer drummer gelehrt, man Kostüm aus den Aktekoffer abgemacht ist, da war ein Skript dran an eng Flashfotka oder so. Also immer waren an Telefonskabinen, gouf kein Handy, an Telefonskabine mat Leute schwätzen und kommen zu das nie so kommen. Das nie Apps kommen. Mehr wusste nie von diesen Hub Locations war ja die Prison. An der Prison die Stung sind der 1,5 Jahr eitel an der Prison am Grund. Da sind sie nicht an den Namen Strache, an dem ein Dekorateur da war. Und der guck gegangen, und wir waren auf die Knien. Wir sollten, da kannst du einen ganzen Film dran drehen. Das war alles da. Und der Prison hat selbst gesehen, wie von der Kirche wird alles auf 5 Minuten raus. Weißt du, an der Optik vom Prison, Schiff war nach voller Medikamente, die da auch schon längst aufgelegt waren. Pin-Ups und alles nach um die Mauern, Matratzen nach um die Betten. Das ist ja gut, brauchst du keine Requisite, nein, das ist alles da. War alles da, du hast viel Botzen mit, war alles da. Voilà. CD Monument seht, nee, kein Fall. Der dreht okay Film. Die Krebsgangen, Kreischegangen, 2 Wochen drauf, Krebs, das sind 3. Genial. Genial, gell? Genau war der auch übrigens ein Jahr drauf, wird geherscht wird, wir giffen ja Banküberfall drehen. Es war keine Bank, die interessiert war. Bei den Krebsgangen, Bill möchte Matz, sieh ich der Gang raus. Geil, wenn Moni Krebs, die möchte das schon. Moni Krebs möchte das, ein guter Minister, ja. Ich hätte Angst vor dir. Du weißt, du jetzt nicht muss unter Potter schmieren, du Hannes. Du schnell, Länge vorher. Schau, tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme ça. Sinon, à cause du rocksteuse. Tu comprends? Tu tombes sur le cul, sinon. C'est celui-là. C'est sérieux? Tu comprends? Et puis, tu dis, allons-y, il y a de Käse au banc klacken raus. Mais ja, auf jeden Fall, wir hatten dann die Prison. Wir hatten eine Equipe, die zusammen gestartet war aus pur unerfahrenen Dietlinger, kann ich leider mal resümieren. Und der Kameramann Klaus, den 2 Belichter, ein Tonmann, eine Assistentin, eine Grippe mitbringt von Saarbrücken. Aber Leute, die schon geschafft hatten. Die größten Profien, aber ja, die schon Filme gedreht hatten. Am Material. Und das war schon alles. Und da hat meine Krisensitzung am Mansfeld. Und was machen wir? Wir haben 500.000 Franken, hat nicht viel aus. Wir haben 2 Sponsoren, einen interessanten Bufferding an den anderen, wo okay, interessantes Glücksle. Was machen wir? Wir können den ganzen Film nicht drehen, es geht nicht durch und so. Oder kann, wir können das nicht aufhängen, wir gehen nie fertig, das geht nicht. Ja? Als der Klaus, den mit der Feld um dich geschlagen hat, und gesagt hat, hey, das sind nicht heim, mit meinen Leuten, und wir leben dran, das kann etwas Flottes gehen, kann man drehen, wir fangen nun, und da haben wir gedreht. Da haben wir die ganze Prison-Szenen vom Film haben wir alles aufgedreht, kein Werk mehr, gell, da noch, die Deutsche am Heim gefahren, und die längere auf Dittling gefahren, da so ein Sto mit den aufgedrehten Szenen, die am Labo waren, aber wir hatten immer keine Suche für das Labo zu bezahlen. Ja, flott. Okay. Die Taschen haben wir 6 Monate drauf gesehen. 6 Monate? Ich meine, so enger 4 Monate noch, die wir fertig waren mit Drehen, kriege ich einen Telefonruf von der IP, ob ich interessiert wäre, für 7 Mal die oder andere Püpp zu drehen.
so du ja an du gefangen Pippen zu drehen für RTL für IP also verdient Bemol wo ich gedacht, das immens viel so an die du kannst verdienen und da kommen Labor bezahlt an mir als rasche gesehen sie bei der Saarländische Rundfunk gefuhr an denen dat gewissen ob Uro den Remmenke vom Klaus Peter dem Kameramann den Saarländische Rundfunk net geguckt da gesagt super dat interessiert da ist na man nech hun eng Bord gegrennt Visuals an en Deal gemerk Zerbrecker hunn die Deitsch rechter an mehr und recht von der Welt voilà. Und da haben wir dann quasi Joer Drop am Summer dat Joer Drop man dann den zweiten Deel gedeelt dat den zweiten Deel as alles net am Prison ass die ganz Autoschuchten Minwen alles so awer mat Unterstützung vum Saarländische Rundfunk mat Kamioen mat Belichtungskamioen mat Trucke wisste Aufsperrung dat Land awer fir Drnner nie gesinn hat dat ass dann immens opgefallen Bemol dat war so enger Bruchstimmung super dat muss ja richtig gut gefilt hunn du Moke King du hast bei net gegleft ge das Geschichte sind zwar auch haarsträuben kommen ja es hat natürlich zwei im Nachhinein muss ich so wunderbar Hauptdarsteller ge Terry den geglänzt wird durch seine Ausstrahlung naiv sein naiv können an den Ende du sehr Charme ich mein, war ganz viel Mädchen die wow wenn er sehen Me sie waren wie Spielschosskanner. Sie waren unberechenbar, sie verschwonnen vom Set wo sie waren. Weißt du, so auf dem Niveau. Ich kann mich erinnern, wir hatten und das war sogar schon an Prisungsdingen, wo man dann ich hatte eng deutsche Assistentin, war aber ziemlich nicht gedacht wird, gell, nicht wirklich an. Das hatte immer aufgehabt, ob sie abzupassen. Ne? Und gucke wo sie erwartengem Bistro weil beim Grund drehst du sie relativ viel Bistro erwartengem Bistro sie sitzen an wem so hatte ich will aber bis um Set ziehen und wir gehen hin den Walkie-Talkie hat okay zweiten Tag war die Walkie-Talkie fort und sie einen Dach drauf am Frigo vom Bistro sei den Walkie-Talkie an den Frigo gestarrt gell nee und das war ein bisschen abreibend dann so Demo war so relativ naiv Flick ganz viel Flicken ums Head immer wenn man die gebraucht hun als Schauspieler an auch Waffen immer wir hatten da von den Flicken nächster den just Tafel gehen wird für drehen und da waren 10 Riverweise im geholt wird dann man ein Auto gesperrt wird just nur 2D ich war die Flick gute Kopf am Ende Es sind oft Geschichten, die den Dachbericht den Dachbericht gezielt krit schon wis du drehst da christ net mat so rundem lebt ge mir du waren dem en holen oder pur holen und da war die strack tun sie den hemgefauert bei sech an heren Auto wat de Spielauto war vom dem so am Film gefu sind Waffen dra gemacht weil sie wurst jo nächsten Tag brauchen man se sind sie für oder ja. Voller Waffen Auto mal voller Waffen wahrscheinlich auch nicht so gesperrt dann war der Nacht 87 da bist so ja und dann ja und den anderen fand rum du hatte Waffen ja also das ja und dann fuhren Terry hat keinen Führerschein an den Ende wurde miss eine Brill drohen war aber zu viel eitel für die Brill zu drohen hat nie natürlich da sind sie gefuhr natürlich den Ende als Gefuhr an Thierry so längs lo ja du dich den Kapgang bei all den Sachen du probärst du Citizen Kane zu machen wie was überhaupt mit 20 ich war dann da war dann 87 Dreh da war ich da 21 baldrisch ja 21 ja und probärst du eben viel mag ohne viel Meier wo vielleicht also bis mir relax im Set war hallo an so einer Situation wo du ja wahrscheinlich auch einen Druck gespurt also du sie Mesuren dran hat vertrauen ja schon Mensch gespurt ich war okay schon mich gefreut wie Kichen das alles wie wow weiter opfern dann hey, du warst irgendwie du hast wie keine Zeit nervös zu sehen oder Angst zu hun etwa der muss ein extra und wird irgendwie alles geklappt wann los ist
weißt du, was für die 10 wo sie am Auto durch den Aldringe fuhren ja, die schön, ja. weil jemand Erlaubniskritur will ich nicht das dann vielleicht ich mich aber nicht mehr die Sache gekümmert im Moment und ich darf just nach Realisation sind aber wie sie aus dem Aldringen herausfuhren du hast so ein Tippchen den da lieber vor den Auto trillt genau ja. Okay. Das war in den als no geguckt hat an den sich geboten hat also hin wäre schon ein bisschen Stuntman an hier gibt das machen dat gedreht ge wo der Haut so was ja an dat da geklappt an dann hast aber net groß drüber no du hast wost vor bei die nächste Kreuzung weil du die den nächsten Drück kennen fu du musst drehen und war immens mit so eng et war einer Zeit weißt du das auch pu oder no sinn ich dann mam Thierry am Auto den immer nach Führerschein hat an der Schule noch kegel also hin as gefu an das drin si man am Auto lernchte Grund lern Schmauer gefu Rof an de Grund an du sind Flicken als entgegenkommen am Uniterfen Rof verboten Rof zu führen unique war nach kein Ampel also du hast net der verfahren Flicke kommen du immer fliegt raus schon versicht ein Terry was bei Terry Auto geklommen was wo immer muss gucken ob den Faceplatz kriegt werden alles voller Eitel Bayerdosen versicht du Bayerdosen so nur an der setzte Scher dann kommt der Flick geklappt Thierry Fensterhof gemacht hier geguckt war sehr kohlig Jean komm mal gucken Johnny Chicago wirklich mein Nummer ist Johnny Chicago du Quatsch und du siehst ich so das ist der blöd der darf das nicht machen und so weiter das ja wir wussten das nicht dann weißt du so und dann voilà, sind sie an anders gefahren haben wir das durchgelost weißt du was du siehst ja, wo der Haut denkst das kann ja nicht Sinn Kinder bestimmt ganz viel lernen Geschichte mir Troublemakers war auch eng schwéier Zeit fir mech wann ich dann net am Set war mir du drüber no gedenkt huet war twist nach alles zu machen wie man da wie krämer lo Postproduktion hin also war schon eine kleine Leidensweh bis Produktion an der Köcht war an dass die zwei zum Schluss an den Amerikabilder net mat an Amerika waren war normal nicht mehr gesagt Medina du war man die zwei Matuellen an Amerika spätstens beim echte Flughafen sind die verschwonnen oder mehr mussten sie bei den Flicken raushöhlen sie waren Troublemaker nennen dann Armee wie Thierry sie waren Troublemaker Name ist Programm ja immer du die kom ja man einfach so die Auto die bricht du durch und dann hast drei Dra mega das Schluss doch viel poetisch das poetisch ja noch durch den die Spichel die Schoss an den Spichel ja damit das zum Beispiel gesagt die nicht geplant war sie am Drehbuch sollten sie daneben den Sprung geschafft und die wird in Atlantik okay ja genial ich freue mich ich probiere mal das 40 Stelle wie das muss dem uns gewircht ziehen go einfach keine Infrastruktur nein du das K4 Bild für dich du Lützebäuer den zu Lützeburg mit Lützebäuerische Filme gepackt hat du musst alles selber beibringen wo zapst du dann du dein Selbstbewusstsein und wo könnt dat hier nicht darunter zu zweifeln dass das klappt man kap durch Mauer et aber umgesetzt zu kreen du musst ja so in dich gelebt tun an de Projekt gelebt tun an gelebt und dass das dann noch gut geht an den Job es feiert ich weiß nicht wie wo passt du kommen oder hast du einfach etwas fährt von dir das ist eine DNA an das sind ganz Dave ich kann da ganz schwer drüber empfangen ich weiß das nicht dat Bewusstsein dass der Lobemo seriös das Richtung noch kommen wird noch real war gell? Der Plan war ja auch ein Gangsterfilm zu drehen als nächste Film und noch von denen nehmen wie die Green Schiller die schon viel Leute gesehen mehr waren die auch nehmen 5000 Leute die Film Troublemaker gesehen hätten dann ja interessant von da wäre das gewirrscht das war echt der wo ich geduld tun schon nicht geduld wo nicht klar ist gell? So wo die Film den das mittlerweile op 150 Festivaler gelaf an verschiedene Länder verkauft sogar so verdingt der Matono so
an allem der Response von der Lützeburger, gell? So Sachen Demos du stehst am Bus zwischen der Gar an dem Lampersbierg an dann wirst du so spunten do han da sitzen an die so ein Dialoge von Trouble die wissen nicht wie du Bass ist so das ist wow wie cool ist das ist wirklich geil weißt du? Ja. Oder du stehst auf der Gar können wir ein Tippsche Bäume können ein bisschen nur aber 1,90 Meter ich könnte das Lolas schon entschuldigt. Ich war Jugoslawien, wir waren am Krieg an ich wollte so Merci soen für Filmer. Okay. So, wir waren zu 5 Jungen am Zeit. Wir hatten 3 Sachen: Bibel, eine Pornoszeitung und Videoskassette vom Trappeln. Und die ist all der gelaufen. Da klingt ein guter Kombi. Siehst du, weißt du, musst aber das Kompliment muss aber toppen ja. So. Wow. Und das ist ja dann ist flott dann wird dat geklappt mir das selbst kannst du nicht planen das einfach der tut der Dynamik Bemol ja das Kult gehen vom selber das Kult gehen ja. Das gibt ja auch kaum letzte den nicht Algorithmen die Quotes du kennt vom Troublemaker den hast die Firma für den Anglizismus zu benutzen endlessly quotable ja ja das war eng Algorithmen Film ich mein, nach 4 gesagt erste Kombas kein T-Shirten drecken man so Sätze Film du kannst einfach sämtlich Dialogteile kennst einfach auf T-Shirt aber die war gemerkt schon an zwar von der Thierry van Werwecke Foundation die machen so ja. So Schalter Bayerdeckel noch T-Shirt so drücken wo die Zitate drauf stehen ich komme aus dem Binge spremisch wie Kichen für die Schrimm zu gesehen und dann krieg ich ein Diktor gemacht. Oh Himmel und die Tür! Der steht hier am Sans Interdit. Wie bitte? Sie stehen im Sans Interdit. Eure Preis geht ab von mehr als falls man ob für den alten der Hise ist. Wer das dann Dinger Meinung und Geheimnis von dem Kultstatus und Troublemaker? Was möchte der Film so bis heute so reizvoll? Also ich gebe so ein Deals gerade den Perfektion, dass es nicht so perfekt ist. Dass er de gewissen Overdrive und Opfern das den Dohem spielt was nicht so glefst so von voll an der letzter Zeit ja auch viel lass man die Flicken an so mehr. Aber die Zeit waren Flicke ja echt die kommen sie wanns falsch gepackt wird nicht weißt du, Mix daraus und Thierry für allem ja noch Chance dass sie Lust wird cool Dialoge also die Leute immer Gemengen oder schon immer im Leid begehent die so Thierry die nicht so cool spricht drauf also ja mit Thierry jetzt aber nicht geschrieben die Leitmenge immer direkt ist der Thierry wäre so gell ja mir sich irgendwie appropriiert genau und das erzählt du kannst so eine andere Schauspieler hören und in den Dialog gehen da gibt es Halle so gut funktionieren ja. Das ist klar ja. Der Typ hat einfach ein Wahnsinns Charisma und dann wie du gesagt hast so ein naiv Ausstrahlung gehen du merkst dass gut denn und geht alles schief kann nicht dafür nicht immer gut gemengt das du verlinkst dich einfach an den da geht die eng Szene du am Troublemaker wo sie am Bus heiße sitzen wo die zwei Streit ja. Und du trillt die Johanna sich du raus das war ja sicher ein Accident das war ja bestimmt nicht geplant weil so wie du rausflattert meine wirklich net sich das Wege getan und dann du sagst Matthias sich nie mehr Wut und auch den Namen was du lädt das so wie Leben am Anfang ja den so wie klein Kant reagiert ja wie klein Kant ja Tijo versteht Eure Sekträger was der ist nicht kein Wut und dat möchte so der muss sympathisch und die ganze Flair den Haft im Film auch insgesamt du merkst den Leid jung Leid die losch tun die einfach so ein groß Leben zum Kino holen und dann geht all Obstakel Agewand die sagt du durchgeboxt krähen und sich bestimmt sauget dabei am sehr tun und viel dazu auf jeden Fall wie gesagt spielt eine gewisse Naivität ich hat so gut Senior oder no nämlich den Courage gehabt so lang zu werden so weißt du so Durchhaltevermögen zu holen zu lang zu werden bis zu und dann bist du so in Dosinn oder bis ein Erlaubnis können oder so und da tut doch du mal zu denen da sind dann
Drop schon andere Erfahrungen huet dann sagt natürlich e bisssen verhonst das wanns fir Deitsch Tele schaffst och van du Krimien an Polizeigeschichten drees klappt ja alles wie am Schnürchen ge das organiiséiert der bezue dann organiiséiert der bezue dann net geht wann du der eng Zeit lang miss dann hast doch schwéier dat von der Schellgrenze gehaie ge wenn du siehst dat als normalem Fans Das flotte Segway weil schon froh nur den Sachen also Leiit lenken die Lützeburg Filmer wo dem Lützeburg Societät geht oft dieselbe Schauspieler du hast natürlich auch im Ausland Filmer gemacht wie vergleichst du die zwei wann du zu Lützeburg im Setpass 90% von der Zeit kannst so wann ich falsch leih sind Leute die du kennst also du 100 der Kamera wie auf 400 Kamera wann du an Deutschland du Filmmachergegangen was wie wird die Erfahrung sich du verglacht ja, ich einfach die froh wann ich nach Pikombe ja dat ist eng wichtig froh weil sie froh der Stadt gemacht und die deutsche Erfahrung Ja ich fand Interesse also mir schon interessant beides also finanziell gesehen also me dass die Deutsch Sachen vielleicht méi wie Beruf war das dugange was wo wirklich auch Manner vielleicht wissen Passion war dieselwicht war selbst viel Spaß war mé Beruf wo du we 2 Main an Deutschland und dann sind schon zurück zu Lützeburg greifen en zurück op den Wapperlobwert am Fong 4 Eise Lützeburger Kinosfirmas aber fir die Deitsch also den kleines Fernsehspiel dat hicht no Troublemaker kommen engerëtsch Deutsch Produzenten ob ich zo und steht hatte ich mich für Frankfurter Filmproduktion die gesagt tun mehr hun nach ein kleines Fernsehspiel der das bisschen so ein Spiel wie es für junge Realisateuren nicht chirische Budget aber suchen für Film zu machen ja du hun nicht korrekt vielleicht man den an engem Boot weil so euch werde schon wir sind am Gang die nächste Szenario zu schreiben Name nicht an mir hun ein Geschichte dann kurz erzählt dann ja okay komm wir machen dat und so der schwarz-weiß ja okay geht wow, cool du mal den Film dann gedreht du wennst doch am Wop so viel der Schauspieler an flott dass du da erlaubt und die Sprache mich mal so schon letzte Jahr fest dass du siehst wow du darfst das machen was du willst an den Film war am Anfang den gesagt und so ein Deklancheur war für mein Zugang zum Professionalismus weil eben der Film als kleines Fernsehspiel over so Mele war gelaufen was den echten oder zweiten Deutsch ich mein, das ZDF, ne? das ZDF das den zweiten ja wo ich schon mal gut schu dass da lebt mir Produzent so hey Andy für dich ist das allerbest Schauspieler Kameraleit wie gucken die Fernseh 7 Uhr nee ab 10 Uhr fristens weißt du und effektiv die ganz 10 hat die Film gesehen A wop bop a loo bop a lop bam boom from the makers of Troublemaker, Birol Unel, Desiree Nosbush, Thierry van Verwicke, Sabina Berg and Serge Wolf in a new Andy Bausch film, A wop bop a loo bop a lop bam boom. Cork! Fubaste! Français! Routé! Alexandre! C'est mon danse! Au rythme de Luxembourg! Moi j'ai le cœur qui brûle dans la rue des cœurs perdus. Kann je chanter? Moyenne. Moyenne? Pardon, mademoiselle, mais je cherche le dernier, Danny Logan. Vous ne l'auriez pas reçu? Le dernier vad? Danny Logan. C'est du rock'n'roll, ça vient de sortir chez Barclay. Je crois que ça n'est pas encore sorti ici au Luxembourg. An Dono konnte ich mich net rette vun Ugebot wat ich konnte machen den Schale war mittels in der Zwischenzeit schon abs zo gesot weil auch flotten zufall da war dat war die selvisch Produktionspart so mal da hey, du sinn ich komme mengegem Loco mat mengegem Indianer Film an New Mexico so da das de Projekt nicht will machen Andy mi groß ist mich schweres Geld mehr hun war ein gräser ZDF Fernsehspiel Szenario den Autor beginnt Peter Zingler ein Ex-Knosti wat schon spannend war an Tabrolle aus dem Mario Adolf
Also okay, Mario Adolf, den aus dem Winnetou als Joke natürlich auch als vom Fassbinder von allem weil witzig als Mario Adolf von ich mal warst du 8 Jahre gesehen als Bösewicht am mechte Winnetou die Zeit lo wie ich den Film gedreht so Tränen du waren aber schon ein Herr von 50 Jahre oder so ja. Bedingung war aber ich miss den Adolf begegnen mis da Korsinn weil hin dem schon so gewicht als Schauspieler das sehen steht wie ein Regime oder nicht okay nun sind mich dann geflohen auf München an den bayerischen Hof am Adolf Ise gegangen geschwert und nur zurückgeflohen und Schwedisch Stropkrieg nur auf okay Adolf finde ich cool man dat immer erzählt an dem Mario mir geschwert wahrscheinlich Szenario wahrscheinlich das Szenario geschwert die war will sinn weil ich machen und was gehele abgerecht ja gemacht ja ich meine ich gehe am Alter die mir nervös es sind nur mehr nervös wahrscheinlich hey, wie bei Mario erscheinen Zufall war dass die Frankfurter Bemol um die Idee kommen mir lauscht da wir können die Film auch theoretisch bei ich zuletzt bestreinen ja dat war immens ich hatte noch nicht so die große Loge so kann man gehen an hat für sich für dort zu sehen dann während 2-3 Main dann nochmal die ganze Film den an Deutschland spielt am Gutland am Meslek zu Dickrich ganz viel an der Gegend gedreht Matt wat von dabei war guten deutsche Schauspieler an den Hauptrollen Manfred Zapatka, Maja Maranov, Claude Oliver Rudolph so leid an den Nebenrollen den Thierry, de Conny Scheel, Geraldine Carrier, Steve Carrier, de Ferner Fox weißt du, so, ich konnte all mein Leid Desiree war dabei ne? Desiree war dabei den Ex und Hop den Ex und Hop an der schon mich amüsiert weißt du so mehr ganz viele so du fangst 10 als eng Band die spielt eng Popband weil der Film spielt da sie ist dich gell amüsiert ohne ich konnte machen was ich wollte komischerweise die Film echt Ausstrahlung 8 Millionen Leute ich hatte 5 Seiten am Stern ich war Titelseite von der Fernsehspoiler vom Stern plus 5 Seiten nice Preisen und den Film geliebt weißt du Joa Drop hun stand de Fernsehstar krit als besten deitsprachische Realisateur für den Film was lanciert Dat du nebst schon Dürfir run an Wapperlop zu San Sebastian de Preiskritur fir beste neue Regisseur wie best Newcomer und der Regie ja da stimmt Tieren op fallen als nächste Film zu Berlin Krimi gedreht mit tödlicher Sicherheit. Das war eine Koproduktion von ZDF an RTL 3 mit einem australischen Schauspieler in der Hauptrolle und dann Otto Sander, Hagbohm, Gudrun Landgräbe, lauter größerem Leid so die erst mal rausgesicht und ich habe kein Tele mehr geguckt die Zeit. Das ist schon so deutsch Schauspieler kann das Kinosfilme. Ja. Weißt du, die haben uns nicht kannt. Und ja, schon alle Menschen gekriegt. Ja, dann zu Berlin, das war immens aufwendig. Das war hast du Film gesehen? Nein. So Straßenschlachten, wo Auto verbrannt gehen, auf Kopf geheilt gehen, ein Militärparat, war so ein wo alle gute verdächtig sie für die Basen zu sehen und zwar klingt wie man klein nennen die sich darum gut amüsiert schon mich immens amüsiert ja schon mich gut amüsiert dann wie ich den Film gedreht hat und die mich direkt gefroht also schon jetzt ich meine, am Gang zu drehen willst doch noch der nächste machen und so ja okay du warst doch schon ein bisschen zu Berlin so gebunden an zwischen den 2 Filme hatte ich den Preis da kriegt du den Telestar für den Ex und Hop an op den Toiletten ich stimmt mein Pi war ich weiß dem schon während dem Pissen sind aber gespannt ja, ob ich im Moment Zeit hätte so ja alle Moment gedauert noch ein bisschen dann nicht Zeit an beim Hänwäschen Humor ist dann in Hallen an der Tene werden zukünftigen Chef vom Studio Hamburg an hin hat mein Ex Hop gesehen an gift exzellent fanden an ob ich interessiert wäre ein Kasize besichert zu Hamburg sind ich also zwischen den 2 Berliner Filme op Hamburg geflohen waren du ohne standen Krimi 90 Minuten Ugebudekret bestatt Welt machen ich können Schauspieler raussichern für die Besuch die kommen die 3-4 Kommissären die feststehen recht der viele wenig Fall Flot Rock'n'Roll schon Hamburg immens von der Stadt ge. Beschreiben wir den Unterschied zwischen
am deutschen Fernseh zu schaffen an den nonscher par rapport zu de Lützebauer Filmer den ege persönlich Geschichten zu erzählen. Ja. Am Anfang gar nicht so groß. Am Anfang gar nicht so groß, weil ich mal Sachen appropriiert habe. Weil ich der muss Freiheit hat. Das war klar nicht mein Szenario. Mir schon der vermachen, was ich will. Und am anderen an. Was du bewusst wird, das für ein riesen Luxus ist. Das ist ja heute, das ist out of the question, dass selbst gemacht. Ja, es sind da noch teilweise drauf aufmerksam gemacht gesehen, natürlich sind bei doppelter Einsatz und ich 5 Folge gedreht, das war dann 95. Da sind ich dann enges Moes, wie heißt dem Motel, kommen sie bei der Chauffeur an den Auto, für auf das Set zu fahren, für zu drehen, dann seht ihr hin. Man musste nach bis an das Studio fahren. So geht es. Nee, schon mal nicht so gedacht. So geht es. Menge Kipfahrt mit Tränen. Nee, mussten an das Studio gefahren. Ich wahrscheinlich gedacht, fragt, wer das denn los? Komme ich dann so einen Konferenzraum ran, wo dann den Studioboss so stehen. Ich nehme mich ein Piss war, dem uns hochgeschwert wird, gell? Produktionslederin, Herstellungslederin, all die Wichtleit um dich. Aber ich gesagt wird von Herr Bausch von der weiterhin aus Eisen daier bezahlte Szenario ein Filmermat, die dir Gergift gesehen, dann hast nur einen anderen du und du könnt Trick ob Liechtenstein führen. Das war natürlich etwas schweres Monat, ob es gewollt platziert war, schmengen nicht. Ich meine, die wusste wirklich nicht mehr, ob es Liechtenstein oder Luxemburg. Ja, flott. Immens, das ist nur geantwortet. Ich weiß nicht, war wahrscheinlich ganz irritiert, dann schon da gesagt kriegt, voilà, so ich fand es mein Skripthalen, dann nicht ständig anderen. Und da sind ich in das Set gegangen und da wurde ich ein bisschen gemutzt. Das heißt, schon kennst du nicht im Schockzustand auf dem Set. Und so sind wir bereit, ja, und so ein Action. Und sie fängt mal zu spielen und ich drehe mich am Blätter mit dem Szenario, wo ich dann höre, dass den Dialog geschwärzt war und rufen ich Cut, okay, next, freeze, kann sie kippen. Weil das Lolas. Weil das Lolas, weil sie wissen genau, ist sie kein den 17 Nachstellungen mischt mir bauen oder richtig erstellen, den vielleicht mal ist bei Schauspieler schwätzen und dann muss der Requisiteur kommen und so beschwätzen ich mit beim Kameramann oder so, okay, oder kann man nicht so mal das probieren, aber ein bisschen Minute zu führen. Nicht. Das war für mich tipptopp. Die nächste Erstellung gedreht und da tun wir so eine halbe Stunde durchgezogen, bis man zu Bond war. Und ich stand am los wahrscheinlich. Der Rhythmus weiß ich nicht mehr. Angefangen, mit den Leuten zu schwätzen und so, komm, ne, du hast da Quatsch, komm her, machen wir so und dann machen wir das so. Und ja, irgendwie eine Woche drauf hätte ich das wahrscheinlich schon vergisst, den Trick du schon geändert, immer geändert, gell. Du hast einfach dann an die Baustelle gemacht. Schon meinen Trick draus gemacht, dann schon nie mehr absehen. Das war gut. Wenn ein Schauspieler nicht so extrem enttäuscht für die Bank hier vom Regisseur krämmer lo nicht mehr. Ja, da werde ich nicht mehr weiss, wer 10 gedreht hun als Schauspieler da waren. Das ich nicht. Mir apropos Schauspieler. Wie schaffst du denn mit Dinge Schauspieler? Du hast ja von bis, du hast mit Amateure geschafft, du schaffst mit Christi dann wie der Mario Ado, wo der Katharina Thalbach und den Thierry natürlich und Desiree. Wie gehst du mit denen um? Wie viel Ideas du sie Set? Oder müsste das in der Präparation und lässt es mehr oder weniger wurschteln. Wie fühlst du dich unser Rund, wo du dann dabei hier verstehst, okay, mit den Leuten muss ich so umgehen, mit den anderen muss ich nicht umgehen. Und dann hast du noch vielleicht riesen Egoen, die oben nähen, klatschen. Komm, ich weiß mal ein bisschen darüber. Ja, Schauspieler, ich weiß nicht, woran es leid, mir schon manchmal nie einen begegnet, mit dem ich nicht Dienst gesehen. Ich hatte die schwierig waren, wie der Bureau Lunel, den anscheinend ein Türke-Problem hat, dass er einfach geduld hat. Ich denke, gesagt hat, der Kameramann gibt ihm Express schiert und gesehen machen. Weil er ein Türk wäre, weißt du, so, den ein bisschen so ungespannt war, dass er wie geschlagen kann, gell, so. Wusste, dann hast du beruhigt und sie sagt, hey, das kann nicht, weißt du, so. Aber ich meine, ich habe ganz Seelen kein gutes Verhältnis zu meinen Leuten, gell, also meine Schauspieler. Es sind auch in den, ja direkt, also ob sie zugehen, also da komme ich in den holen oder ich will auch Leute, Schauspieler auch an Deutschland gerne begegnen für Drohnen, an einem Bistro, aber nicht an einem Produktionsraum.
weißt du, für einfach ein bisschen zu quatschen. Und ich meine, dass die Menschen einfach das brauchen, so das Vertrauen, wo sie brauchen, wo du hingehst. Werde ich nie sehen, dass das cholerisch, nicht zu einem Teammember, schon gar nicht zu Schauspieler, wenn es ein Kritik ist, springt das immer ganz vorsichtig ran, oder siehst du schon eine Idee, wie wer wann, Senatgis machen, so, was konkret Leute Inszenäre betrifft. Aber für mich ist die Vorbildung da wichtig, Gespräche. Ja, du siehst Vertrauen, wie kriegt denn das Vertrauen dann einfach in dem Sinn, sich selber ganz authentisch ihnen präsentiert. Ja, wahrscheinlich mit dem ich da ganz viel geschafft tun an Deutschland, der Claude Oliver Rudolph. Claude Oliver Rudolph war so ein Karate-Typ, so Brez, ein Troublemaker. Ja, wie gesagt, schon richtig ein Troublemaker, von nach dem Gesicht. Das ist okay, Problem mit Troublemaker. So, in dem war das der Problem. Weißt du, so kannst du dazu noch ein Leave-Aderweis, nicht ein aggressiv-Aderweis. Und schon noch da so Anekdoten, dass ich gesagt krieg tun den nicht, den schlägt ihr Totheitszimmer Futti an so Claude schlägt kein Hotheitszimmer Futti. Claude, die seht zwar von der schlo nicht dat Kräne, schlo nicht die ganze Boutique Futti so. Mir seht, da wird das Sänger, da weiß ich auszudrücken. Und beim Claude genau so Geschichte, wo Leute dann Angst hatte, weil hin so dat gebären wird, ja, mit der Stimme, mit wen sich körperlich bewegt. Wo da kannst bis beandruckt sinn okay, kom man net no mit das netwischäpste han feine Kerre lacht wahrscheinlich da waren leider Angst zu den so Bilder am Kap die markiert an denen dann oft erzählt zum Beispiel Ohren außen drei wo ich da vu weitem gesinn op enger großer Platz ich weiß nicht, wo Berlin oder Hamburg war wo Claude Sänger Rolotto kennen, dann hören ich das gemault geht, dann sind am Gang mit meinem Assistent zu schwätzen, aber relativ weite Wäsche. Klemmt hin an sein Auto, sein Privatauto, wird Gas, so wie ich ihn das gerne möchte, wahrscheinlich. Fährt fort, bleibt quietscht, 4 mehr Stunden, und und ich gehe bei der Bäcker, willst du etwas? Also nicht, ja, was war das dafür tun? Nein, sie feiern eng op, ja, das sind sie feiern eng op, so schnell, das okay, was aber feiert schon hei, okay, das ist den Netz, bist du nicht nach Glut an feiern, das ist nee, bleib du hei, das ist okay. Nee, du siehst auf jeden Fall nicht, nee, feier lo kein op. Du weißt, dass die feiert Stunden im Spaß möcht, dass du sowieso eng halbe Stunde brauchst, bis du hin Set brauchst. Das sind dann so, ja, so Momente, wo du siehst, du musst der Schauspieler hier, das, was sie brauchen, musst du ihn einst du los. Gell? Nee, du musst erkennen, was das ja, weil sie so ja, aber nicht immer lieber klar. Nee, wenn das ein psychologischer Spieler du musst verstehen. Das ist gut einfach mit Menschen umzugehen oder guten Menschen zu erkennen, zu lesen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann heißt auch mal Zufall zu denen, das ich gebe mich nicht als großer Psycholog, du hinstellen oder so, und ich gesehen ihn, und ich weiß, wie den tickt. Nee, das ich versuche immer mit den Leuten ganz normal zu sehen. Nur so, wenn es dann Leute ist, wo du siehst, boah, ich hatte Herzklappe, wie ich dich am Kino gesehen habe, und Gudrun Landgräbe. Ich weiß nicht, das ist nicht der Generation, wie das war so ein Sexsymbol. Aber nicht Sexsymbol, aber jedoch, aber als Schauspielerin, gell, wo alle Menschen gesagt haben, wow, wie ist das, gell? Das war eben Sing oder No, aber ich hatte dann ums Set dann, schon hab ganz normal mit dem geschwär, dann weißt du, schon kein abgefauert, hat nicht gesagt, so weißt du wenig Sinn, dann so, oder so den Nachbohm, der Professor, weißt du, Nachbohm, kennst du? Ja, ja. Den ewischen Fassbinder, ja. Auch Schauspielerin sogar, ein Realisateur, von allem, von den Hauptprofen auf der Berliner Filmschule, den der dann kennt, dann du weißt, dass der intellektuell so evaluieren. Ich war ganz normal mit dem Versuch nicht zu ramieren, dann nicht zu zählen, weißt du, du bist dich, du bist wie du bist, und du schwätzt, wie du schwätzt. Ja, weil gut Schauspieler wie oft, denn sie sind ganz sensibel an die Hunden Messgerät für Bullshit. Wenn du probierst, du hast 40 gewesen nicht passt. Ich meine, die durchschauen das direkt und dann bist du dann durch. Da man vertrauen. Doch. Anne schon natürlich auch an den deutschen Jahren Menge Schauspieler gehabt. Ich immer im Geholen. Ich sind so ich fühle mich wohl, wenn ich gerne habe, sowohl privat wie
wie op der Leinwand. Ja, da schaffen ich gerne ein mat dem West ich vor dann immer dieselbe Schleit, weil das so du verlierst gut keine Energie mehr. Sie wissen, wie du tickst, du weißt, wie sie ticken. Okay, oder hat sie jetzt, ja, okay, schon aber eine Idee. Schon mal die Idee, weißt du, das ist einfach reibungslos. Ja, das klingt bald zu viel Chef wie Bauer zu sein. Ja, das ist auch bestimmt aber Situationen, wo es nicht geklappt hat. Bei der Schauspieler? Ja. Ja, man, ja. Ja, so noch mal, wenn da viel wäre, mehr. Den Hauptdarsteller von Balko. Den zweiten, den Bruno Iron. Schönling, Star, kokst ganz viel gern. Und kennt ganz oft gern zu spät. Okay, das ist dann, ja, das akzeptierst du dann so. Ist dann hast du so. Und dem Moment, wo für zweite Karriere, wo ihr seht, ich fliehen nur mit auf München, ich bin aber mal in do, weil du eine Freundin hört. Und das ist die zweite Karriere, wo er meiste Flieger verpasst hat, an Teamwert. Das ist der, hey, ja, du weißt aber das angestellt und du musst mal Team drehen, weil du bei so einem Polizeirevier und du hast nicht mehr Szene mit Team an seinem Partner. Und du hast gesagt, okay, schon lange die. Das Gespräch zwischen den zwei Hauptkommissären, bei sonst zu seinem Partner so eine schlechte schon lange die drehen in die 10 Lo muss ja Zeit gewonnen, gell? Man muss ja irgendwie gucken, dass wir den Dach rüber kriegen. Ja, du drehst vielleicht nur einen Auto mit ganz Equipe noch ganz viel Programm zu machen. Und ich habe 10 gedreht, das Gespräch. Der Schauspieler, der Partner, steht für einen Toiletten dir vom Polizei, weil ja spielt seinen Dialog. Der Bruno dann endlich da, also Bruno sprach just den Ton. Den Kommissar sitzt auf der Toilette, schwätzt mit dem anderen. Und das am Film. Genius. Das Witze. Und plus, weißt du, und du siehst einfach, hey, fuck you, weißt du. Ja. Wie wird das dann abgeholt? Ich weiß nicht, okay, Montage, du bist, wann der Montage fertig ist. Nee, wie du gesagt hast, von dir brauchst du just nach den Ton. Und da kannst du rumgehen. Weiß ich nicht mehr, also nicht bestimmt gesagt, kurz vielleicht auch, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber nicht, war nicht großartig. Das ist eine Quiz. Nee. Aber am Endeffekt hat 10 Jahre interessant gemacht. Ja. Das ist genial. Du brauchst ja nicht eine Hauptdarsteller alle 10 am Bild, weißt du, so ist das, ja. Was dann oft, dass so Happy Accidents geschehen oder dass du hast aber von Talent offenbar für sich dann unzupassen und Situationen, wo andere Leute gehen frustrieren und sich abregen. Ja, aber du musst das ja Pensum, du kriegst ja nicht gesagt, du kriegst einen Drehdach mehr. Du musst ja dann irgendwie vielleicht das nächsten Tag einen von deinen Lieblingsszenen und du kriegst gesagt, du musst mal eine Woche an die Polizeirevier gehen, wo du dann 2 Stunden verlierst. Nee, ich denke da schon relativ auch und in der Pensum an, wo ich so, hey, es war ja war nicht lo, ich bin noch ganz ehrlich, wenn lo mein Lieblingsschauspieler gewesen wäre, dann hätte ich nicht gemacht, gell. Dann hätte ich gesagt, boah, komm mal gucken, dass wir irgendwann, wo wir keinen Einsatz zu drehen, von einer Szene am Büro, hätte ich einen anderen Plan entwickelt oder fand, viel zu, komm mal beschäftigen, als, aber wir sitzen da Daumen zu drehen, bis der Flieger gelandet ist, ja. Mir werde ich viel drüber so, und dann vergisst du uns so, die ganz Fernsehsgeschichten. Schon nie eng Filmshow gemacht. Wie schon gefangen mit Filmen, du war das kein Thema, weil ich wusste wahrscheinlich, dass du es gibt, mir schon noch kein Kant in einer Filmshow war und so. Und wie man die Gönschila, die Mittelalterfilm gedreht haben, ja? Die mit der Escher Kulturfabrik und so weiter. Du war der Gianni Teges an den Claude Varingo. Gianni war mein nächsten Assistent. Claude Varingo war der Skriptboy und hat Skript gemacht. Und die sind nicht mehr hinterher auf eine Filmschule gegangen auf Brüssel. Das heißt, die hatte Blut geleckt. Gell? Das waren dann die ersten Leute, die ich kannte. Aber du hattest schon, ich weiß nicht, 5 Kurmetragen und eine Longmetrage. Und ich weiß nicht, nee, ich gehe noch nicht auf eine Filmschule. Aber die viel besser Filmschule habe ich gemacht. Und das war für mich Deutschland. Weißt du schon von 1990 bis 95 5 lang Fernsehfilme gemacht und 5 Episoden von einer Serie. Weißt du, mit Top-Lights, Kostümier vom Fassbinder, mit verschiedenen Kameralights, weißt du, mit Top-Ausstatter. Das ist ein Filmschule. Du lehrst, wie richtig ist, nicht Theorie. Du lehrst, wie es geht, was Probleme sind. Und,
wie se leis wie muss lese weil du was wo war die kreative Verantwortung hat du hast einfach immer so auch wann stand Film nicht extra ger hun du hast einfach immer so Momente drauf wo du siehst das Handy oder das kein Kult sind oder so weil ich mich will amüsieren ich mein ich muss auch mal Spaß drin hun so weißt du, das kann ich auch der Spur schaffen. Wéi schon annoncéiert Thomas Gespräch mit Andy an 2 Deler gespleckt, dat heiten also de Schluss um Asian Deel, am ich hoffen, dass natürlich auch den zweiten Deel ihr schnell go lost, weil da kommen noch ganz viel gut Sachen.